Shalom Aleichem. In dem Tag, dem 2. November 1843, ist in Wilna geboren geworden der größere jüdische Skulptor Mordechai Antokolsky. Gehört zu den gezählten Juden im Gebiet von Kunst, wo es oben sich der Schlugen in dem zarischen Russland zu der ersten Madrege von Anerkennung, Unschmad, verbleibende Kaid und getreu der nationalen Themen in seiner Schaffung. In Dreim hat man gerät Jiddisch und bei 3-4 Jahren ist der kleine Mordechai gebracht geworden in Cheder. Sein Talent zur Malerei hat sich entpflegt noch in den Kinderjahren und der Vater hat ihm aufgegeben zu lernen sich die Fach bei einem Holzschnitzer. Zu 19 Jahren nimmt man ihn ran in der Peterburger Akademie von Kunst und schon in 2 Jahren bekommt er eine silberne Medaille für sein Werk Aid a Schneider. Gurengirchen teilt man ihm zu eine Stipendie für seine Arbeit der Kampzen. Antokolskys Skulpturen, befragt der Pilpel im Talmud und Unfall auf die Maranen, ziehen zu dem Aufmerk von bekannten Kunstkritikern wie Stassow und der größeren Fürstin Maria Nikolaevna. Ein Stück Zeit verbringt er in der Berliner Kunstakademie, aber er enttäuscht sich und kehrt sich in Peterburg. Er hat begonnen zu schaffen eine ganze Serie Skulpturen auf jüdische Themen, aber realisiert es geworden nur seine Arbeit Spinoza, wo es bei ihm bestellt Baron Ginsburg. Später schafft er etliche Skulpturen, begeistert von der russischen Geschichte, wie zum Beispiel Iwan der Greusamer, wo es hat ihm gebracht dem ersten Titel Kunstakademiker. Zulieb dem schwachen Gesinnt hat Antokolsky gemusst verlassen Russland und ist weggefahren auf eine Zeit in Italien. Von Italien schickt er rüber seine bewusste Skulptur Peter der Größer und andere Werke gemacht von Marmor und Bronze. Auf der internationalen Ausstellung in Paris in 1878 bekommt Antokolsky die erste Belohnung, der Orden von Ehrenlegion. Zwischen die bekanntesten seiner Skulpturen von jener Zeit seien Sokrat, Nestor der Chronist und andere. Mordechai oder Mark Antokolsky hat in seiner Schaffung ausgearbeitet einen eigenartigen Stil von Ausdrücken dem Neschumme-Zustand von seinen Helden. Damit hat er geöffnet den Weg für eine ganze Plejade jüdischer Skulptors im 20. Jahrhundert. Bei der antisemitischen Kampagne in den Jahren von dem Zar Alexander III. Hat die russische chauvinistische Presse sich heraufgeworfen auf Antokolsky mit Teines, als Said sich nicht zu rühren zu den heiligen Gestalten von der russischen Geschichte. Nur der Kritiker Stassow hat gewagt zu verteidigen dem Künstler. Ein enttäuschter und kranker verlässt Antokolsky Russland schon aufständig. Er besetzt sich in Paris und in 1902 ist er gestorben in Hamburg, aber beerdigt ist er geworden in Peterburg auf dem Preobrajensker jüdischen Besäulen. Srof und Antokolskys Skulpturen befinden sich in der Tretjakow-Galerie und in dem Russischen Museum in Peterburg.